Also, welcome back, meine liebe Friends. Zum Beispiel ganz Ostschweiz. Zu der neuen Folge von Café Bre. Heute sind wir leider alle ohne Kaffee unterwegs. Vom Grund, weil wir gestern in den Ausgang gegangen sind. Und wir brauchen alle einen Ingwer-Chai. Wegen Chaya. Genau. So müssen wir ein bisschen erholen. Heute habe ich endlich mal ein bisschen länger geschlafen. Ich weiß nicht, wie da bei euch ist, einmal so in Ausgang. Dann brauche ich es einmal ein bisschen. Also haben wir jetzt angefangen, oder? Ja, sicher, oder? Das ist doch Oder gleich. immer neu. Dann sehen unsere Zuschauer ab und zu, dass wir auch Menschen sind. Kennst du? Wir sind auch Menschen. Weißt, Wir sind auch Menschen, die nur 2 Stunden schlafen. Das stimmt. Also, ja, Haywanat, welcome back zum besten Podcast auf der ganzen Welt. Welcome back zum Podcast mit Migration, Vordergrund. Für die jetzt vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben in diesem Podcast, kann ja sein. Kann sein. Es gibt immer wieder Leute, die random reinskippen. Wir sind Rito und Karan und Ahmed. Die Aufzählung folgt nach nicht Fazasi bis zu noch weniger Fazasi. Also wir sind gute Kollegen, wir machen die Ferien zusammen. Wir gehen in den Ausgang zusammen. Aber privat sitzen wir uns. Das ist gut. Telefon. Aber jetzt fange ich an. Wir sitzen uns richtig hart. Wir schauen uns nicht mal in die Augen, wenn wir privat sind, ohne Kameras. Wie schon gesagt, wir sind ein Podcast, der noch Scheiße labert. Von dem her. Und auch heute wird wahrscheinlich noch Scheiße gelabert. Über was schwätzen wir heute? Hey, mir ist gar nicht aufgefallen, dass du blaue Augen hast. Wow. Nein, wir schauen jetzt uns verstehe ja, das ist genau. Aber hey, wie haben das eigentlich mit Sitzen? Ich habe ein Problem. Ich, Ihr seht die permanent, so ältere Personen. Und sie sagen mir sogar, wir können per Du sein. Sie sagen es, geht Sagen direkt es. so. Sie sagen, wir können per das Du ist sein. sympathisch, ja. Und dann vergesse aber trotzdem. Also weißt du, mit den Leuten, die ich nicht so. Weil keine Ahnung, ich weiß nicht, er kommt einfach von daheim aus. Ja, fix. Und ja, aber sobald du ein bisschen, eben, wenn die Person besser kennst und so, dann ja, eben, Nadines Vater habe ich auch gesiezt, oder? Permanent? An der Permanent, Party? ja. Und zuerst- und nachher hat er Und auch du? gesagt, kannst du ihn duzen, ich weiß es nicht. kannst du mit den duzen und nachher habe ich es probiert. Ja, das ist keine Ahnung, automatisch. Ihr duzt. Ihr duzt. Ja, fix. Kann ich auch noch schnell was dazu sagen, bitte? Ja, du darfst. Danke. Bei mir Hey, ist es Sie dürfen. Dankeschön. Bei mir ist es eigentlich genau gleich. Und ich bevorzuge sogar öfter mal sitzen. Ich finde es sogar eher komisch, wenn eine mega alte Person sagt, du kannst mich duzen. Und dann sage ich, nein, das will ich gar nicht. Das sagst du auch gerade direkt. Nein, das sage ich nicht. Ja, Aber dann denke ich, ja. Aha, Ja, und es fällt mir auch schwer, zum jemanden zu duzen, der wirklich älter ist oder wo in einer höheren Position ist, sage ich jetzt mal. Falls es da gibt. Ja, da ist so da. Und wenn ich den duze, ich meine, man kann ja auf Duz-Basis sein, wenn man sich sieht. Es ist immer noch die Kommunikation anders. Ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt einfach so, das ist mein Chef, ich tue ihn jetzt nicht sitzen. Aber man kann, wenn ich auch rufen, hey, Herr Bababa, komm doch noch schnell an. Und ich kann auch sagen, hey, komm schnell an. Ja, voll. Ist ja immer noch das Gleiche. Aber ich könnte auch sagen, Herr Bababa, haben Sie kurz Zeit, bla bla, hier bei mir 5 Minuten Zeit zu nehmen, bla 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 bla. Ja, voll. So ein bisschen wegen dem. Nein, das habe ich jetzt so ein bisschen zu Angewohnheit gemacht in letzter Zeit, dass ich. Also jedes Mal, wenn ich so im Zug bin oder im Bus oder so, dann komme ich oft ins Gespräch mit alten Menschen, weil irgendwie höre ich Musik und dann schaue ich ein bisschen umeinander und meistens sind so Blicke, die sich treffen. ja. Und dann, alte Menschen wollen auch irgendwie permanent schwätzen in Die der darf die noch was erzählen. Voll. Und die haben mir irgendwie so gemerkt, jedes Mal, wenn ich sie sitze, dann kreiert sich irgendwie so komische künstliche Barrieren, wo sie auch dann nicht gern erzählen und ich dementsprechend auch weniger. Also, wenn zu viel Respekt umeinander ist Ja. mit der Sprache, dann wird es hure komisch. Ja. Und darum aber jetzt immer du, alles. Aber bei uns gibt es da gar also ich habe eine ältere Person, egal wer, auch wenn es mein Onkel ist, wo ich seit klein aus kenne. Es gibt zum Beispiel du, das heisst du, aber du in Du-Form und Also- nicht Sie-Form. Eine Sie-Form, du gibt es Ja, auch. einfach in der Sprache, ja voll. Weißt du, ja, wie ich genau. mir vorkomme? Sorry, dass ich unterbreche. Und jetzt kommt der Dings. Nicht unterbrechen! Aber Aber Fresse. Aber Fresse. Nein,
ich bin gerade bei Rush Hour drin, wo da heißt, wie heißen sie? Sie. Ja, ist voll Ja. gut. Und Dusi heißt ich. Du, sie? Na, ja, okay, das ist jetzt gerade ein dummes Beispiel. Aber Alles gut. Dusi ist die Höflichkeitsform von du, oder? Also von, ja. Und ich habe noch nie jemanden, der älter als ich ist, also significant älter, weißt du, signifikant. Älter. Ja. Also einfach 30 aufwärts, nein, 28 aufwärts, so dort umeinander, wo ich, so mein Cousin ist auch, so, nein, ist älter jetzt, aber auch schon von Anfang an immer Dusi gesagt. Auch jetzt, egal wie näher wir sind, auch mehr, aber älter sowieso, Ja. nie du gesagt. Nie. Da wäre Wie heißt er? Tung. du. Ah, Mit TU zum Beispiel. Tu, Du. okay. Und Fast. du sie ist sie. So. Ja, voll. Aber der haben wir auch. Wir haben auch Höflichkeitsform für Großvater. Man sagt immer nur Haji. Auch egal, Haji. du sagst nie Großvater. Ja. Großvater, Großvater. Mit Namen G am Schluss immer. Ja, voll. Immer, ja. Stimmt, Serdar G. Serdar G. Wir sagen schon am Großvater. Oder zum Beispiel am Onkel. Man sagt, ich sage, also Duzis oder. Wir sagen den Namen, aber fügen noch seine Stelle an. Zum Beispiel Daya heißt Onkel und sagen Daya, bla bla. Ja, okay, oder da- meine Neffen sagen man nie Driton oder Toni. Sie sagen Sie sagen da, immer ja. Daya Driton. Also ich darf es auch nicht. Bei uns heisst Daya Mueta. Ich sage zu meiner Mutter immer Daya. Echt? Ja, fix. Krass. Ja, ist auch noch geil, wie es irgendwie da Sprachsystem sich irgendwie unterscheidet und auch vor allem, dass eben unser Sprachsystem von die Hai sich irgendwie so integriert mit dem, wenn wir da in der Schweiz leben. Voll. Spannend. Und da, was bei uns in der Kultur nicht gibt, sind Ausgänge. Und Elektromusik. Da bin ich am ändern. Da, haben wir echt Da bin ich am nicht, ändern. Ah, da bist du am Ändern, jetzt momentan Ändern. proaktiv, ja. Inshallah gibt uns mal der Karan mit seinen DJ-Künsten und musikalischen Künsten mal ein Intro. Das ist mal überfällig. Mal schauen, wie lange das noch geht. März. Wieso März? Wieso gerade so spezifisch? Mastern musst du es ja nicht. Doch. Ja, für uns. Also da hat schon gelangt, was ich jetzt vorher zeigen. lange Das ist mal- nicht. Gut tönt. Ja, vielleicht auch schon. Da ist vielleicht Ende Februar fertig. Mit Easy. finale Version. Okay. Easy, Ja, gut, easy. gut. Also hey, wir nehmen da eigentlich fast live auf. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Morgen tun wir releasen und wieso wir jetzt eigentlich alle so sexy Stimmen haben und heiser sind. Also gut, Driton und ich vielleicht ein bisschen. Nein, bin ich heiser. Nein, überhaupt nicht. Nein. Aber gut, easy, erzähl noch von mir. Easy, jetzt. Und Narzisst. war ein Nazi, hast du jetzt gesagt? Narzisst. Gestern Freitag sind wir im Hive gewesen, im High Five in Zürich. Wer ist gekommen? Kabusil. Kabuzil. Kabusil. Kabusi. Wer ist da und wieso sind wir dort hingegangen? Wieso, also wer ist da? Das ist ein sehr berühmter Techno-DJ und Producer selber auch. Hat schon überall aufgelegt, wo man auflegen. Also halt deutsche Szene, Berlin halt, Berghain. Und wenn du schon mal dort aufgelegt hast, dann, ja, dann bist du jemand, so, sagen wir mal so. Ja. Und wieso wir halt dort hin sind, eigentlich sehr spontan. Ich kenne, also durch einen Kollegen, der da gepostet hat, dass er sich auf das freut. Also auf Spotify geschaut, wer da genau ist. Und Musik hat mir deutsche Vibes gegeben, so wirklich deutsche Vibes. Haben wir den Kollegen eigentlich noch gesehen? Nein, aber nicht, habe ich nicht erzählt. Nein. Er ist krank gewesen. Er ist Ach am so. Krank gewesen, deswegen ist er nicht gekommen. Ja. Ja, dann habe ich gemerkt, ey, das ist top, das ist geile Musik, das ist selten. Top G. Top G-Musik. G. Und ja, dann habe ich gefragt und dann sind alle rum gewesen und ich so, geil. Also, Wow. schau, wir sind eigentlich bei so Sachen immer pauschal dabei, wenn der Karin irgendetwas vorschlägt. Aber schau, er hat mir, glaube ich, am Mittwoch oder am Dienstag seine Lieder geschickt vom Kobasil. Und ich Aber ist aber auch so easy, wir sind jetzt einfach mal, einfach mal pauschal dabei. Und dann bin ich ins Fitness und lasse die fucking Musik, Alter. Ja, deswegen geschrieben, Bro. Ja, und vor allem, das erste Lied, was ich sehe, ist einfach ein Lucifer. Und ich so denke, okay, vielleicht wird vielleicht ist es eine Metapher für irgendetwas, keine Ja. Ahnung. Ich schaue drei, Alter. Ich bin schon schneller gewesen beim Cardio. Aber
der steht dann. Die ist auch schnell. Er ist auch schnell gewesen. Er hat schnell in mir rein wollen, Alter. Der steht dann der Teufel richtig. Der Teufel ist richtig umgesicht. Aber es ist richtig Hardcore-Techno, kann man dem so sagen? Nein, das ist Industrial. Das ist noch gar nicht. Hardcore-technisch. Ja, Industrial-technisch, das ist so, wenn es ein bisschen metallisch tönt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ah, okay, Das verstanden. ist so, wie eine Verfolgungsjagd. Ja, So ein bisschen. Ja. Die Musik so. Du hast das Gefühl, du bist. Ja. Wie das erste Lied von der Billie Eilish. Könnt ihr euch noch erinnern, wo sie das erste Hit gelandet hat? Da, Ja, genau. Das klingt auch so wie ein Verfolgungsjagd-Ding. Ja. Aber für so Bond-Serie. Welches Lied ist das? Bad Guy. Ah, Bad Guy. Bad Okay. Guy. Oh, das ist geil. Boah, geil. Ist das erste Lied? Da. wo sie- Ja. Mir kommt da in den Sinn. Ja, okay. Industrial. Okay. Eben. Und so wie ihr mich kennt, ich schlage da ja nur Leute vor, wo ich weiß, zum Beispiel bei Dritt Wow, der Teufel easy. Wo- KI. Ich lasse ihn gerne rein. Eben, ich lasse auch. Nein. Aber er hat bei mir auch nichts zu suchen, weil er sieht, ich bin verloren. Leo. Ihm seine Er Seele ist ist schon sogar- verkauft. Aber er ist Bütende. Auf Ricardo. Ja. Oh mein Gott. Das wäre eine gute Überleitung, aber egal. Ja, aber Also, gut, aber ja, bei den Leuten. Ja, warte, kann ich noch schnell sagen. Ich persönlich höre kein Techno. Also nur im Ausgang, dann mag ich es richtig. Aber so, ich habe da nicht in eine Playlist bei mir drin auf Spotify oder wegen Apple Music. Einfach nicht. Und darum habe ich auch nicht reingelassen. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass du weißt, was da ist. Das wird sicher gut. ja, voll. Und ich kann mir zwar noch vorstellen, im Fitness da irgendwann hören, aber dann mache ich doch nur so Gym Rats. Ja, weiß Wenn man. du Also- so lang in der Szene bist, dann lasse ich dann nur noch so. Ja, Tevez zum Beispiel. Tevez. Dun, 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 dun. Tevez. Tevez. Das ist wie heißt Hardstyle. Aha, okay. Hardstyle. Ey, ist Hardstyle-Menschen, die so Nein. tanzen, das sind für mich Archäologen. Weil die wollen anscheinend irgendwas mit dem Stampfen, irgendwas vom Boden rausholen, habe ich das Gefühl. Hör doch mal auf mit dem Scheiß, Alter. Ja, das ist schon ständig am hart. Also Stampfen, eben, Mann. der nächste Wechsel, das ist so noch härter, ist Hardstyle und da ist so, keine Ahnung, das ist für mich einfach gar, weißt bei mir, also mit meinem, also eben Industrial oder Hard, also Techno, kann man dann noch streiten, ob da Leute als Musik definiert oder nicht. Okay, Ja. verstehe ich, kann monoton werden. Aber Hardstyle ist für mich jetzt gerade wirklich so etwas, wo ich gar, wir sind ja mal gewesen. Ah nein, wo sind wir? Nein, du bist nicht gewesen. Mit dem Marc und wo der eine aufgelegt hat, der Paddy hat aufgelegt. Der leitet ja Hardstyle auf, der Paddy. Ja. Und wir sind im Also ich kenne den Paddy Rausch. nicht, aber der Paddy mit seinem Namen allein schon tönt so, als wäre er Ja. Hardstyle-DJ. im Rorschach hat so da Hüsli, wie heißt der? Der gelbe. Buddha Lounge. Extravagant. Nein, der Treppenhaus. 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 Ja, voll, ja. Und dort hat es eine normale Bau, relativ klein, und dann hat es ein Räumchen. Und dort hat er aufgelegt und am Anfang, okay. Und dann kommt da der Sound von Squid Game. Aha, da, ja, okay. Und nachher ist so easy. Kommt das von Drop? Noch einfach, ja. Und noch alle so, Krass. so. Am Aufgehen. Ist für Hardstyle einfach definitiv Sound für Archäologen. Ohne Scheiß. Aber ja, du, da gibt es verschiedene Sounds. Ich meine, wenn da jemand fühlt es jemand. Da gibt es verschiedene Berufsausrichtungen, das stimmt. Ja, Wer Archäologe wird werden, der lassen da. Ja, wunderbar. Easy, nice. Aber eben ursprünglich, wenn ich so etwas vorschlage, oder, dann schlage ich es auch nur den Leuten vor. Zum Beispiel deswegen, ich bin nie im Leben auf den Miguel gekommen. Sag dir ganz ehrlich. Geil, dass er da war, ich fühle es. Also ich finde es geil, dass er dabei war. Aber es war nicht in meinem Kopf, gewesen, dass ich ihn überhaupt frage, weil ich würde schon mit Leuten gehen, die auch in den Vibe passen. Stimmt. Oder? Ja, genau. Und deswegen auch bei dir im Fall. Am Anfang, ich habe einfach zuerst, also gefragt hätte ich die sowieso. Oder? Aber ich habe einfach den Screenshot geschickt, lass da mal den Carosilla. Und dann kannst du entscheiden. Ja, schon gemerkt, du hast eine Werbung machen, weil du hast mir aber nicht ganz Ja, mir hätte er da nicht. Mir hätte er da Aber nicht. ja, Ja, bei dir bin ich sicher gewesen. Dass, Ja, bei mir ist er hätte die Sachen schicken und nicht reingelassen. Ja. Gabosil. Aber Aber eben also gut, auch der Miguel. er lässt schon. Also er ist ja nicht so, dass er nicht lässt. Nein, er ist bei allem Ja, dabei. bei Also allem. ist auch so. Ja, voll. Liebe Grüße an Miguel. Miguel, yes. Miguel Barbados. Und du gibst mir einen Gruß zurück, wenn du da gelesen hast. wie? Mal schauen. Einfach. Das ist mal WhatsApp. schreiben. Okay. Mhm. Gut, wir sind
mit dem Auto dort angegangen auf Zürich. Mhm. Und ich weiß nicht, ich würde sehr, sehr gerne das Bild, das ich von dir mit dem Miguel gemacht habe, irgendwie mal veröffentlichen, Alter. Welches Da wo Bild? du beschlafen Dort, bist. wo du auf seinem Schoß warst, weil der Ja, ist ey. herzig, Alter. Ah, Mann. Jedes Mal, look, ich finde das so geil beim Dyson, der ist immer so gern touchy und ist auch so Ja, ist intim, er ist ihm ist scheißegal, Ja, er ist ist- einfach dort und erzählt so und sie dann so über alte Sachen so nostalgisch schwätzen und so, es ist schon lustig gewesen. Zumindest teilweise mitlosen. Ja, keine Ahnung, ich bin müde gewesen. Sagen wir es so. Ich bin zu lange, ich hasse es, wenn ich zu lange hocken muss und es ist ein langer Arbeitstag gewesen. Und dann habe ich so irgendwie so Rückenschmerzen da im unteren Bereich und dann habe ich einfach anliegen. Und dann Noch hat er sich beschwert. Ja, das war mehr ein Witz gewesen. zum Aber er hat Tesla- Rückenschmerzen gehabt und er hat sehr, sehr nah an den Eier von seinem besten von seinen guten Kollegen will ankommen. Wie so ein Therapeut. Ja. So, ich lasse jetzt zu. Ja, fix. Aber dann haben wir uns ein bisschen. Nein, am Anfang haben wir gar kein Problem gehabt mit dem Parkplatz. Weil. Soll man das noch sagen? Ja, ich habe einen. Ja, ich sage mal, ich habe so eine Universalkarte. Universalkarte, genau. Die ich kann nutzen Echt, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung für das. Universalkarte. Universalkarte, wo. Nein, sag nicht, egal, ja, erzähl weiter. Und ja, noch sind wir. Wir haben zuerst wollen, ja, okay, ist ein bisschen mein Fehler. Ich habe mich ein bisschen falsch vorinformiert. Ich weiß nicht, wie ich auf das gekommen bin, weil eigentlich sollte ich es besser wissen, dass der Hauptakt nicht gerade um 11 Uhr aufleitet. Ja, voll. Da ist ja Ja. angekündigt die ganze Zeit. Die Kunde. Ja. Weil ich das so gelesen habe. Hey, Ich wir müssen schwöre. früher gehen, wir müssen früher gehen. Ich so, Alter. Und ich so, hey, erstens komisch, weil in Deutschland kommt Hauptakt am 4 Uhr. Mhm. Weißt du? Und Da verstehe ich null. nein, Bro, dort ist was anderes. Ja, Deutschland logisch ist etwas anderes, aber wie kannst du da ohne Koks machen? Mann, das sind auch Menschen. Ja gut, Nein. reden wir ehrlich. Nein, ja. Also in Deutschland. Weißt du, was Leute machen? Was? Leute schlafen bis um 1 und gehen erst um 2 raus. Weißt du, sie vom 8 Uhr am Abend, Aha. 1 schlafen Aber und schon allein wegen der Timeline. Du bist ja fast wegen der Timeline vom Veranstalter gezwungen zum Koks nehmen. nein. Es ist so, ja, du jetzt nicht. Ja, du jetzt safe Du nicht, nimmst aber Molly, easy. Andere. Aber andere, also ganz ehrlich, da haben Ja, ja, das schon sind Sachen schon- gehört. Vor allem ja. in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz jetzt nicht so, aber Deutschland ist schlimm. Aber heute ist auch, also, Nein. also gehst ist auch, ja, schon ein paar Koks ich habe ein paar Kieferorthopäden gesehen. Ja, fix. Ja, du. Ein paar Kiefer. Wir haben aber einen Onkologen auch getroffen. Onkologe haben wir noch getroffen, ja. Aber stimmt, der, jetzt der hat stimmt. angefangen mit Kieferorthopädie und dann hat er gewechselt. Der Typ hat doch Picke gehabt. Ja, echt. Ja, krass. Onkologe und also ja, ich kann auch, irgendwann kann ein Anruf kommen. Mhm. Aber eben Unispital ist eigentlich in der Nähe von dem. Ja. Er ist besoffen. Okay. Ich kann ihn oben nehmen. Ist ja besoffen Er gewesen? hat gesagt, ich bin ja im Picke-Dienst und bin besoffen. Ja gut, das ist natürlich nicht gut. Von dem tun wir uns distanzieren. Es tut uns leid. So, Parkplatz und dann? Ah, Parkplatz, ja. Haben Sind wir zuerst. Nein, sind wir Nein, zuerst in die noch. Stadt. Wir sind Ole Ole Bar gewesen. Ole Ole Bar. Da ist einfach auch ich bin eingelaufen, easy. Wenn ihr von St. Gallen sind, ihr kennt es. Der ist einfach PV für, vielleicht sagen wir mal, Ü30. Es ist genau so. 40. Machen wir Ü40. Weißt du was? Ü35. Weißt du was? PV für Leute mit Scheidungspapier. Ja, Das sind genauso Menschen. Absolut. Alle, wir laufen die, alle sind desperate. Alle haben Dinge keinen Sinn mehr. Midlife Crisis schon lange mal gehabt. Haben ein paar Kinder, aber haben keinen Bezug mehr zu den Kindern, die sie haben. So in dem Sinn. Mhm. Und eben mit Scheidungspapier und sehr wahrscheinlich auch genug Geld vom, je nachdem, ob jetzt ein Mann bist oder eine Frau. So, ich gelaufen. Irgendwann ist die Musik sogar noch gut geworden dort drin. Ja. Oder? Ja. Ist auch nicht ganz so stark gewesen. Und komische Moves gemacht. Den Hagrid haben wir noch gesehen. Oh, ja, ey. Hei, hei, hei. Ja, wir machen einmal so ein Spiel und können die Leute bewerten. Bro, einer hat einfach. Also nicht vom Aussehen, sondern vom Verhalten. Von den Augen. Von den Augen. Wie hat der andere einfach Füße gewaschen, Bro? Ah, da habe ich gar nicht Oh mein Gott, da habe ich gar nicht Hör gecheckt. auf alles. Es hat einen gehabt, er hat ausgesehen wie ein ZHDK-Student. Ja. Oder? Er hat so ein Junge gewesen eigentlich, ohne Scheidungspapier. Er war wahrscheinlich ein Kind gewesen von einer anderen, die dort war. Wahrscheinlich. Und der ist permanent aus WC raus, die ganze Zeit. Also 10, 15 Minuten. Und dann irgendwann ist einfach alle 2 Minuten hier. Und da habe ich eben nicht gesehen. Erzähl du gerade keinen oder dritten. Ich habe es auch nicht Nein, gesehen. gesehen, wer hat es erzählt? Der Miguel. Miguel. Der Miguel, ja. Miguel oder. Und hat der Marc. Auf jeden Fall, ich glaube sogar, wenn jetzt guckst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es voll. Füße jucken.
Nicht nur das, sondern dass du hibbelig wirst und voll tanzt die ganze Zeit und dann dir vielleicht warm wird und du das Gefühl hast, du laufst auf fucking Holz. Also, ist der mit dem Mutz gewesen? Ja, genau. Aber der ist ja nicht am Rumtanzen gewesen. Nein, ist Ja, ich habe normal. gesehen. Er ist nur auf Er ist WC. Ja, ja, genau. Wir sind noch habe ich genau nicht mehr dort. Ja. Ich weiß es nicht. Er hat einfach gesagt, eben, ich weiß nicht mehr wer, der Miguel oder der Marc. Ja, der hat die Schuhe abgezogen, Zöcke, nachher Füße gewaschen, nachher wieder angezogen und dann. Mhm. Es gibt kaputte Füße. Ja. Da kann der Kann gern Bezüge. gern Bezug nehmen, Alter. Nicht mal Bezug. Ja, auf jeden Fall. Nachher ist dann so schon einigermaßen Zeit geworden und dann sind wir gegangen. Und haben uns erstmal einen Veggie-Kebab gegessen. Also eigentlich- Veggie-Burger, Entschuldigung. Mhm. Ich versuche bei einem Monat Veggie zu sein und das tut mir so leid. Vor der Aufnahme sagt er wird verrecken ab Trockenfleisch. Jetzt. Ja. Ich nehme gerne Bezug, ich weiß es auch nicht, aber Trockenfleisch ist doch kein Ding in der Schweiz. Machen wir das Umfrage. Okay. Ja, In der Schweiz wegen Mostbröckli oder wie der heißt oder so, das ist doch Ja. auch Trockenfleisch. Mhm. Aber abgesehen von dem, ist doch eher so Army-Ding. Ja, So Beef Jerky und so. Jerky und so Sachen. Ja, also ich liebe einfach Trockenfleisch. Boah. Und ich mag Ja. sogar so richtig, nicht wenn es so verarbeitet ist, so geschnitten und so. Nein, ich mag so richtig ein Stück und nachher einbeissen, dass du die Faser kannst rausreißen Bäh. und richtig trocken. Und so, dass so einmal so Fettstreifen zwischen den Zähnen stecken bleiben. Chef und dann den ganzen Tag mit dem rumlaufen. Ja, das ist richtig mühsam, ja. Also auf jeden Fall, ich finde es einfach mega fein. Nicht der Akt an sich, jetzt kommt da vielleicht so Aber ein ist da- Kannibal. Ich da von der Heimat. Ja. Trockenfleisch gibt es, glaube ich, genug. Ja, oder? genau. Also wenn man dort mal geschlachtet hat, dann hat man auch Trockenfleisch produziert. Mhm. Damit man den da überwintern kann. Beziehungsweise man hat etwa im Winter geschlachtet und dann hat man halt Würst oder Trockenfleisch gemacht. Sujuk oder Trockenfleisch. Ja, Und so schau gegessen. geil. Voll. Und dann ist der einmal da gewesen. Boah. Und einmal, weil wir halt sehr selten geschlachtet haben, da ist natürlich zudem auch gut gewesen, weil man halt selten sozusagen ein Tier geopfert hat und möglichst viel aus dem gemacht hat. Haben wir einmal das Fleisch so lange gehalten, dass es sogar so fast schon sandig geworden ist, aber dann ist es nicht mehr so geil gewesen. Sandig, also im Maul meinst Ja, Aber- weil es so also langsam draußen. schon am Zerkeien war, das Fleisch. Ja, also. Ja, ich weiß, aber es ist halt immer noch Es war zum gewesen. Ja, nein, es ist halt immer noch essbar gewesen. Ja, auf jeden Fall, wenn ich will sagen, ich habe es leider aus Versehen gebrochen. Und zwar bin ich so am Abend heimgekommen nach dem Arbeiten. Weißt du, Sprache? Eben da meine einen Monat Veggie-Challenge. Also ich Ja. habe es immer noch, aber ich habe es einmal gebrochen. Und zwar wollte ich mal einen Salat machen. Zur Nacht sollte man natürlich. Ja, Ja, das ist schon mal zufällig gut, ist Trockenfleisch dort gewesen. Fangt schon mal gut an. Salat ist also Ja. weit und breit kein Fleisch. Ja, absolut. Easy. Und nachher habe ich so dick gehabt, geil. Schweine. Nein, Tatsache. nein, eben nicht. Ich so, boah, Salat, nur so Salat und Brot. Ich habe so gemischt gemacht und ich mache immer Soße. Und ich finde, in Salatsauce muss oftmals Honig rein. Ich finde das so geil, wenn es nachher wieder süß wird. Und Senf, das sind immer zwei. Okay, ist ja kein Trick, hat er noch nie gehört. Den noch nie gehört. Das sind zwei Zutaten, die immer drin sind: Senf und Honig. Und ich bin auch über Pfeffer-Fan. Alte Senf und Honig. Es gibt einen Veggie-Burger, ja. Es gibt auch normale Burger im Mac. Senf Wo Honey. Honey Mustard ist. Alte Honig und Senf. Heißt Mustard Senf. Ja, nicht Mustang. Alter. Ja, immer denkt Mustard, Pferdefleisch, bös Freude gehabt. Auf jeden Fall die zwei Combinations so krass, ja. Verzweifelt. Ja, und nachher habe ich halt so gedacht, ist vielleicht ein bisschen zu wenig gehabt. Ich habe wirklich großen Hunger gehabt und so Salat zu Nachtessen, Alter, da verdaut. Am Schluss schlafe ich noch schlecht wegen dem. Und ja, und das hat gerade nichts anderes gehabt. Ja, und ich habe so gedacht, ja easy, bam, sehe ich Thunfischdose, mach auf, tu in den Salat rein und dann merke ich, fuck. Und dann war schon Sport gewesen. Aber dann ist es Alles- nicht aus Versehen gewesen. Dann hast du bewusst gewusst, gehabt, dass es Fleisch Ja, ist. ich habe es doch gewusst, aber ich habe vergessen, dass ich kein Fleisch ja. esse. Okay. Normalerweise Ah, esse ich es ja. Ich kaufe dir dann null ab, Alter. Nein, ich schwöre. Nein, ich glaube Okay, jetzt kaufst du schwöre, ab. es Ich ist- kauf's ab jetzt. Es ist wirklich Jetzt raus, so, ja. ich habe es aufgemacht, bam, rein tun, schön. Und ich habe sogar auch Sport gemerkt, die Soße machen, Salat rein tun. Mhm. Und als ich es gemerkt habe, als ich jetzt Salat-Dings probieren. Weil wenn du Thunfisch rein tust, ist auch einmal das Öl da raus, obwohl es in Olivenöl und so eingeleitet ist. Aber das finde ich einmal nicht so. Und kippe im Nachhinein Olivenöl rein. Ja, Wahrscheinlich ist Ja, da nicht aber Olivenöl, ist wenn das besser. so ein Ja, Mix es heisst von einmal Vegetable Oil. gelagert in Olivenöl, aber dabei, keine Ahnung, man, Ja. dabei in Sperm Whale-Dings. Wahrscheinlich aber so Tränenwahl. Ja. Wahltränen meine ich. Und dann habe ich eben die Soße probieren. Und dann habe ich so gemerkt, dort habe ich gemerkt, fuck, was mache ich?
Und ich konnte den nicht wegwerfen, es tut mir leid. Ja, nein, Den ich echt absolut. nicht wegwerfen. Verständlich. Mhm. Ja, dann habe ich einen Salat gemacht und dann ist es noch schlimmer gekommen, weil dann ist Bestrafung gekommen. Bestrafung. Hast du Ja, gekotzt? nein. Hast du Durchfall. Nein. Ich habe so gemischten Salat rein tun und es hat einfach im fucking gemischten Salat Koriander drin gehabt, Mann. Koriandor. Alter, Aber ich du hast, hasse es. du hast den gemischten mal Salat schon probiert. gekauft in dem Päckchen da. Ja, genau. Und dort drin hat es doch nie Koriander drin. Es hat einfach Koriander drin gehabt, Bro. In der Schweiz ist das da hoch Ja, doch, komisch, weil die Foto meisten geschickt haben es haben. nicht Koreaner gern. kaufst du selber, also so ein Päckchen Ja, beim ja. Tamil oder so. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, aber es war drin gewesen und ich konnte es nicht können essen, Mann. Ich habe es echt nicht können, also ich habe es am Schluss schon gegessen, aber es war so ein Leiden gewesen. Aber Es war so eine Bestrafung von Gott gewesen, dass ich rauspicken nicht. nicht ab und zu gemacht, aber sie sind so Die sind überall, verteilt ja. gewesen, Mann. Hey. Und vor allem hat es auch Rucola drin gehabt, eine böse Freude gehabt. Mhm. Und nachher einfach Koriander drin. Und nachher habe ich euch ein Foto geschickt, weil es hat schon ausgesehen wie Petersilie. Mhm. Also du hast gemeint, es sei Petersilie. Mhm. Nein, ich glaub, Aber es ist, wenn es, du so in der Schweiz, wenn du so Päckchen holst, mit Salat, ist eigentlich eher so Petersilie drin. nein, es ist fucking Koriander gewesen, Mann. Und ich weiß zwar nicht, ich kann es gar nicht haben. Viele sagen, es ist so wie, als hättest du so Seife im Mund. Mhm. Ich kann es teilweise verstehen, aber ich auch nicht. Und ihr mögt es. ja. Es Ich Also, esse es ist ja nicht so, sondern es ist einfach auf dem Gericht noch selber so 2, 3 Blättchen. war bei mir Koriander. direkt wegwerfen. Wenn ich Und da wenn gesehen du habe. einfach mischst mit dem Gericht, dann merke ich es gar nicht. Aber es ist schon heftig, Alter, was für Auswirkungen die 2, 3 Stängel oder was auch immer, wie man dem sagt, haben. Also es ist schon intensiv, weißt Es ist brutal, Das ist- sogar mehr wie Pfefferminz, habe ich das Gefühl. Also man kann es schlecht vergleichen, viel, aber trotzdem. mal viel mehr. Es geht direkt in die Nase hier. Voll. Und ja, es gibt halt so, das kann ich gar nicht haben. Und nachher hast du mir, glaube ich, FaceTime angerufen und ich habe so gezeigt. Und dann habe ich es, Ja. glaube ich, auch wollen nochmal probieren. Ey, ja, fast. Kotzt halt. Also, Also ich kann es echt nicht haben. Aber es gibt eben auch so andere Kombis, da nimmt mich jetzt gerade auch Wunder, ob ihr das nicht gerne habt. Also vielleicht bin ich einfach so ein Spezialfall. Ich kann auch keine Eier und Tomaten essen in der Kombi. Warm oder kalt? Wenn du zum Beispiel, Oh, das ist jetzt eine gute Frage. wenn du jetzt zum Beispiel Ei einfach kochst und dann Schale wegnimmst und dann so mit normalen Tomaten. So meinst du? Kann ich nicht. Ich kann auch mit normalem Spiegelei nicht. Tomaten mit Wieso von wo kommt das? Mozzarella. Nein, Tomate, Mozzarella. Nein, Ei und Tomaten kann ich nicht essen. Es bildet sich auf das Mal der Gemisch, als wäre ich Eisen am Essen. Als hätte ich so Metall im Mund. Richtig krass. Meine Mutter hat auch. Sie kann Nein, auch noch nicht essen. nie gehört. Echt? Jetzt, ey, liebe Fans, liebe Zuhörer, schreibt in den Kommentaren und schämt euch nicht. Spotify-Kommentar. Und eben, wenn er. Ja, auf YouTube, es tut mir leid. Vielleicht machen wir eine Umfrage Wie gesagt. auf Insta. Wenn ich mich jetzt echt wundere, ich bin so einer, der kann Tomaten und Eier nicht. Für mich ist essen. das genau das Beste. Jeden Samstag oder Sonntagmorgen, wenn ich daheim bin. Ich weiß, Mann. Es gibt nichts Besseres. Tomaten, warm, Ei Boah, und dann krass. Koriander rein. Also wenn es mal, ich habe schon auch so all you can drink, so grusige Challenge da gemacht wegen Getränk und ich kann alles trinken, wirklich, solange es nicht abgelaufen ist oder so. Gurkensaft mit Senf, mit weiß doch auch nicht was, alles mit scharf, alles habe ich Ah, können. du hast deine Zunge gefickt, deswegen schmeckt auch alles nach Eisen. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt, falls ihr mir wirklich wollt, dass ich das nicht gern trinke, dann muss Koriander drin sein, Ja. Ei und Tomaten, Yes. den kotze ich sicher. Yes. Also in dem Fall. Ah nein, egal. Wo sind wir gewesen? Sorry für den Da ist schon gut, Alter. Ist schon gut. Eben, es ist schon so gewesen, dass wir wieder eigentlich zu früh unterwegs sind, weil ich habe gemeint, dann haben gesagt, nein, er lädt nicht um 11 Uhr, sondern er lädt um 1 Uhr. Ah, stimmt, das sind die Lügen, die du erzählt hast. Und weißt du, Gott, von wo ich da bekommen, die Information hatte, weil ich, da, wo wir in also in der Burgerladen sind, ist rechts ja Carbosil gewesen, also das, Corbusier. wie sagt man, Prospekt oder kann Ja, also nur kurz, ey, richtige Empfehlung, Ja. der Burgerladen. Der Burgerladen neben Hive, heisst auch Hive, irgendetwas, Burger. 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 Das ist sehr gut gewesen. Also ich glaube auch das Fleisch ist sicher auch gut, wir haben jetzt glaube alle Wege gehabt. Wer hat sonst noch Fleisch gehabt? Miguel. Mischa? Miguel. Ah, Miguel, ja. Ich hatte Chicken Nuggets gehabt. Chicken Nugget. Nigis. Mhm. Und der ist wirklich, ja, das ist Der wirklich ist gut. Bombe. Und nachher sind wir wieder so eben so, was immer so halb eins, sind wir dort, Mhm. halb eins sind wir dort gewesen. Mhm. Oh, früh. Und, Hey, und die Türsteherin, da muss ich jetzt auch noch geschwind Oh, loswerden. so Türsteherin, sympathisch. Aber sie hat so eine Jacke angehabt, wo da so ein Powerbutton war. Das Das war ist leuchtend. Gewesen. ja. Da links. Aha. Dann haben sie so gefragt, wegen, ich habe Angst gehabt, zum nicht reinkommen. Dann musst du immer ein bisschen schwätzen mit denen.
wenn kurz vor, gut, Drittel jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil es sind nur Russen, die Ja. Die halbherzig direkt Deutsch können. Ich glaube, wenn du mit denen schwätzt, ist das eher so ein Threat. So, Mhm. was will der jetzt von mir? Aber ja, ein bisschen mit der geschwätzt und ich so, wieso, weißt du, wieso liegt da genau auf dem, also gerade bei dem Herz? Und dann sagt sie, ja, da gibt Wärme. Und Kälte. Und Kälte, Es hat stimmt. so einen Blau- Wärmeschutz. Also, Genau, wenn du einmal In der durchfliegst. Thermo. Also, erwärmt. Aber dann, wieso Kälte? im Ja, Sommer- für den Sommer. Ja gut, Aber dann das lässt sind du jetzt nicht keine- leicht Ja, hä? Da hast du keine Jacke. Ne? Hä, ist voll Weil behindert. eben, sie hat du einmal draufgeklickt, dann ist blau gewesen, dann hat sie nochmal draufgeklickt, dann ist es rot gewesen. Ja, voll, also ist wirklich, ja. Ich glaube, Ja. eher wenn du da an hast, kann es eben mal sein, dass du zu schnell heiß hast mit dem. Und nachher hast du da aber alles an. Und vielleicht, sie hat ja oben, ganz oben drauf Ja, aber wieso entscheidest du dich für so Ungewitter? Ja, kennt ihr in das der nicht, wenn Jacke ihr einmal hat? einen Pulli anhabt und ihr habt mega kalt den ganzen Tag, aber aufs Mal fangen da an zu schwitzen. Und dann wirst du doch gerne mal schnell tipp, tipp, kühlen. Überhaupt und tipp, nicht. tipp. Nein. Ich finde es allgemein auch aus Wärme total unnötig, leg dich doch einfach Wärme an. Ja, fix. Aber jetzt, wenn man schon da hat, dann kann man doch auch die Option Oder umkehren. kauft einfach Haare von Indien und klebt sie irgendwo so am Körper, Ja. damit es ein bisschen warm gibt. Oder so. Stopfen einfach. Oder so. Einfache Leute. Aber in dem Fall hat sie da angehauen. Da hat sie ja und mega sympathisch gewesen. Mhm. Am Anfang haben wir Angst gehabt, dass der Dritte alleine dir kommt, weil wir sind irgendwie schon angestanden, der Karan, Miguel und ich. Ich weiß nicht, wo ich war. Und dann der Bin Dritte noch auch so ein hineingekommen. bisschen mit Angst so mit mir am Schwätzen, weil wir sind Ja. schon rein gewesen. Ja, voll. Also im Fall, Aber ich außer glaub- durchs Gespräch hat er der Frau Ja. wollen sagen, wir gehören im Fall zusammen. Ja, voll. Sie haben mich auch gefragt, wie wir sind da. Und ich so, ich glaube, weißt du, drei. Du hast Sie so, rübergeschaut, sie so, ja. ja, voll. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, man muss da gar keine Sorgen. Nein, ich wollte Ich sagen, glaube, Voll. wir sind laut traumatisiert von St. Von St. Gallen. Gallen, Ja, ja. das ist- ja. Wir sind einfach, also Nein, nicht nur St. ja. Gallen, es tut mir leid, St. Gallen ist schon easy. Alte Ausland. Sind Also, immer am Paris. Paris. Russland habe ich noch nie. Paris, total Paris? schade. Ja, Paris, die wo Männer sind wir? möchten gerne einen Club da. Wo sind wir beim anderen? Wo sie es nicht reinlassen haben, wegen, wenn ihr keine Flasche habt. Oder auch, Ja, okay, aber wenn da halt Regelung, also ist mir scheißegal. Wenn sie schon so kommen, dann wird ich erst recht nicht gehen. Ja, absolut. Oder? Also schon wieder reingehen. In Marseille sind wir auch mal in einem Club, haben wir wollen in einen Club gehen. Wir sind nicht reingekommen, sie so ohne Flasche kommen wir da nicht rein. Das Alter, wie ist behindert, Marseille? Mann. Da müssten wir, glaube ich, auch mal besuchen gehen. Nein. Marseille ist sicher eine geile Nein. Stadt, Hafenstadt. Ja. Mal absolut schön, ich finde es geil. Angeblich auch mega kriminell und so, war eine der gefährlichsten Städte auf der Welt. Nein, Oder Alter, in ist Europa, ja, ist ja Entschuldigung, eine sicher nicht in der Unistadt, Welt. Marseille. Echt? Ist ja eine mega Unistadt, ja. Die sind nicht Ja, voll bekannt. aber in der Skala ist sie, glaube ich, so recht gefährlich. Alter, ja, ist, Ja, in der Skala ist auch Halbwahrheit. Wiel, ist auch Wiel gefährlich. Frankfurt, Bruder. ja, aber Wil ist auch gefährlich. Nach Flawil. Flawil, Kein das Fall. ist der Hut. War, ist eine Hymne. Ja, es gibt so ein Lied, ich Echt jetzt? Flawil, das ist der Hut, Flawil. Irgendetwas in den Flawil, wo es immer abgeht. Egal wo, egal wie, egal Und wenn. dabei gehst du mal dort in Flawil leer. Alles. Flawil Ja, gibt's nur, crazy. gibt's nur Friseure, Alter. Alle 2 Meter. Darum hast du immer so bedacht, einen guten Haarschnitt. Ich gehe nicht auf Flawil. Ja, weiß doch nicht. Nein, Jetzt Premium, nicht mehr. Mann, der geht immer auf Früher. Zürich. Der kommt halt von früher. Das ist echt Premium. Liebe Grüße an Dini, Habibi. Der lässt sich auch unseren Podcast. Lässt er? Irre. Wahrscheinlich. Also laut laufen lassen. Und nachher verschneiden das. Easy, wir sind drin gewesen. Der erste DJ habe ich eigentlich gar nicht so schlecht gefunden. Ehrlich gesagt. Also du gehst, der kann nicht andere Messlatte da durch. Nein, es ist einfach die Mischung mit Hip, mit den Pop-Liedern und Techno. Aber Also darf ich muss eben ehrlich sagen, das hat mich gar nicht gestört, weil es ist der Anfang gewesen. Also wir sind dort reingegangen Ja, wir haben zu und viel. halt nicht getrunken, nicht, okay, weißt du, so noch jung, sage ich mal. Und das machen wir da rein. Ja, es ist auch viel schnell. So, hey, was läuft denn da? Ja. Ich bin gar nicht mehr nach. Ich, so, ich bin noch nicht im Ja. Flow, ich brauche erst noch. Dann ist mal so ein poppiges Lied gekommen. Dann ist so, okay, jetzt können wir wieder mal Ja, fix. uns beruhigen. Aber der Karan gar nicht, er so, da gestanden. Also, Dann schaut es exakt. immer so an mit so So. schrägen Kopf. Er will uns so quasi zeigen, schau, da ist nicht nein, gut. es ist, also er selber, also die Musik ist okay gewesen, also weißt du, man hat schon nicht gedröhnt so. Mhm. Zum Glück haben wir so die Ohrstöpsel gehabt, das ist doch geil Das ist gewesen. echt geil. Ja. Aber ich muss ganz kurz sagen, die Ohrstöpsel, die sind ja zu krass gewesen, man hat nichts mehr gehört. Ja, Nein, Also, überhaupt nicht. Ich habe es ein bisschen rausgenommen. Ah, Weißt du, easy. so wie ein bisschen reindrüllen ja. und auch so ein bisschen ablecken. Und dann musst du ein bisschen härter machen und durchschreiben, aber dann hat es ein bisschen Du musst trotzdem es- noch Volume. Du musst es spitz machen, du musst so Dirty Talk mit Du musst ihm eine machen. eigene Disco machen da rein. Damit Sound hier geht und damit er nochmal ein bisschen dröhnt im Ohr. Nein, bei mir ist es so leislich, im Fall jetzt zum Teil. Ja, Ja, das das den stimmt. Mund aufmachen
damit Sound da reingeht, dass ich was höre. Also der Bass hast du nicht mehr gehört, du hast nur noch du hast es gespürt. Gespürt, Nur noch- das war schon aber- geil gewesen. Das ist geil gewesen. Vor allem vom Boden aus habe ich das Gefühl gehabt, ab und zu. Aber Auch gleich, vom Boden Vibration auf. Ja, war clever gewesen, der Boden. aber gleich ohne die Ohrstöpsel ist mir wirklich zu laut gewesen und ich bin langsam echt zu alt für so Sachen. Und Warum mit Da ist mir's 35 egal. wir hören nicht, mir sagt das. Mhm. Wir gegessen. nein, ich ha da den Test gemacht da. Und zwar, du kannst ja so, wie alt ist Ja. mein Gehör, kannst sogar im YouTube laufen lassen und nachher lassen sie die. Ja, voll. Da bist schon gut dabei, aber es gibt noch bessere Tests als YouTube-Tests. Ich tue auch mit meinen Kopfhörern nie, ich lasse nie Maximum-Lied. Ich habe sogar bei Was? Spotify im normalen Dings schon abgeschaltet, dass ich auch mit dem PC nicht auf ganz rauf kann. Mhm. Ich versuche mich da schon dadurch zu schonen. Ja, das haben wir schon Weil- laut. Nein, das kann ich Habt nicht. ihr schon mal beim Arzt eure Ohren putzt? Aber so richtig, Ja. weißt du, mit so Spritzer und dann kommt, So, und dann. dann kommt Kacke raus und so. Einmal habe ich das gemacht als Kind, aber dort habe ich glaube ich eine Verstopfung gehabt. Mit was? Also Durchfall ist gehabt. Nein, Verstopfung im Ohr. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Hast du Verstopfung gehabt? Auch aber von dem Malz. Malz. Wie sagen wir dem? Schmalz. 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 Ja, und nachher ist er halt schüch mit warmem Wasser dort reingegangen und hat es einfach rausgewaschen. Aber kennen die Also legendären Videos auf YouTube oder so, da auf Instagram, YouTube, keine Ahnung, wo so Leute die Ohren putzen gehen, dann kommen so richtige. Ja, ich weiß, weil ich Alter, die es kommen. Wachs... Ja, so. Die Papierteile, die da in euch ist, wenn da oben anziehen. Ja, das da ist gibt es fake. auch. Aber das ist fake, ja. Da gibt's auch. Aber eben, sie gehen zum Hals-Nase-Ohrarzt. Heino. Und dann tut er so. Heißt das so? Ja, Hals-Nase-Ohrarzt. Noch nie gesehen. Und dann musst du halt den Kopf so ein bisschen schräg halten und dann kommt er mit so einem Spritzteil rein und spritzt die ganze mit Wasser und einfach so richtig einen Strahl, wo ins Ohr geht. Und ich weiß nicht, wie angenehm oder wie schlimm das ist für die Muscheln an sich. Oder ob da irgendwie verletzend ist oder so. Ja, ja, ich Aber glaub- durch da kommen so richtige Brocken, so richtige Brocken aus dem Ohr raus. Ja, Die sind also, schwarz. Alter. also sorry, also wie geht das, Mann? Aber da haben wir alle hundertprozentig auch. 100%ig habe ich das nicht, das schwöre ich jetzt. Easy, ich habe wir so gehen- ich fucking schwöre auf saubere alles. Ohren. Wir gehen alle mal zum fucking Heino. Bro, ich schwöre dir- wir gehen alle zu dritten. Noch alles Ist mir scheißegal. Ich schwöre, der Typ mischt sicher etwas rein, nur dass du ein scheiß schlechtes Gewissen hast. Was wollt ihr mischen? Weiß doch nicht, der tut ja schon schwarze Olivenöl. Stückchen rein. So von So, Fleisch, ja. oder was? Doch, ein Fleisch. Fleisch und Thunfisch. Nein, das glaube ich einfach nicht. 100%. Nein. Ich zeig's euch nachher und dann, ich schwöre, das wäre geil, wenn wir einfach alle dreimal. Ich Wenn putze du meine zum Ohren Zahnarzt immer so crazy und zwar nicht mit Wattestäbli. Ich habe so einen Trick, aber den erzähle ich da nicht. Sonst macht das jeder. Und sie sind blanco. Und das mache ich immer. Willst du es uns erzählen und ich tue die muten? Ja, das kann man machen. nein, komm, ist gleich. So lustig, Ich ja. sag's euch nachher. Weil ich weiß nicht, ob da Leute denken, das ist schon für ein Psycho. Jetzt denken das sicher, jetzt wenn es alle Das wissen. wär- Aber ich ja, darf ja. es jetzt extra nicht wissen. Aber Weißt du, ich tue die machen kurz mythen, Alter. das. Nein, weil du lügst mich an und erzählst nachher. Aber du hörst die eh nicht. Wenn ich die Ah, mythe. du hast es so machen. Ja. Das ist gut. Es geht weiter, aber du Eben, hörst es echt selber gut. nicht. Jetzt noch nicht mehr checken. Egal. Ja. So, wo sind wir? Wie sind wir auf Heino gekommen? Alter? Also Keine eben, weil Ahnung, die Bro. Musik zu laut ist und ich bin Ah, auch stimmt. immer so einer, ich neige jetzt in letzter Zeit immer mehr dazu, um die Ohrstöpsel zu nehmen, weil es einfach zu laut ist. Was willst du machen? Vom Atti brauche ich. Warte, die haben ja so Ohrstöpsel. Welche? Und bei der Werkstatt, bei der, wo wir gesagt haben. Oh, weiß ich gar nicht. Dort hat's so die. Sind die ein bisschen besser, oder? Ich weiß nicht, aber dort hat es. Aha. Aha, ja, easy, ja. Safe. Ich habe immer noch die vom Militär, die ich mal dort bekommen habe. So, auch geil, aber die sind Ah. nicht so aerodynamisch, dass sie so jägen, sondern es sind beide. Mhm. Okay, Musik. Und dann ist er um 2 gekommen, gell? Ja, Punkt. Oder ist er ein bisschen spät? Ah, schon? Ist er pünktlich? Ja, Ich glaube nicht, dass ich gesungen. Und dann hat es schon Soundqualität, muss ich auch ehrlich sagen, Alter, dort habe ich so richtig gemerkt. Schon heftig gut gegangen. Also, wo Crazy. das erste Lied gekommen ist, Oh mein bin ich Gott. direkt wieder in Welche? Deutschland gewesen. Ich habe sogar der Karan hat einfach irgendwann ausgesehen. Ich glaube, der Karan noch nie so gesehen. Nackt gesehen. Ja, der Karan noch nie so im Movement gesehen, dass er hat genau das Hemd gestern angehabt. Aber halt ohne was anderes. Du Nein, bist ist schwarz, gewesen, aber mit Tanktop. Oder er hat schon. Er hat ausgesehen wie ein Super. Wie der Blade. Kennt ihr den Blade? Mhm. Nee. Der Ah ja, stimmt. Blade, Ja. wo auch alles schwarz ist ein. Oh, wie heißt der Schauspieler? Ich glaube, wenn man den... Wesley Snipes heißt er, vielleicht kennt ihr ihn gar nicht. Aber der Blade ist der mit der Brille, ist aber Genau. so wie ein Ah, Superhero. aber- okay. Ja, Vampirenjagd. Aber, Genau, genau. aber das ist im Fall Altersthema. Ich glaube, wenn du das nicht kennst, dann bist du definitiv jünger wie mir. Ja, Ja, 100 Pro. Ich kenn's nicht. Ich Blade hab's ist, nicht es gibt Gang Blade 1, sein. geschaut. Ich bin ja der 2. Jüngste. Alles gut. Ja, fix.
Nein, es sind geile Filme. Und er Oh, hat dort absolut. ausgesehen wie Blade. Und vor allem, ich glaube so, auch allgemein die Outfits in der Raver-Szene geht immer so in die Richtung. So Auch alles schwarz, schwarz. Alles Schwarz komplett und schwarz. Chains und. Ja, genau, Stimmt. genau. So ein bisschen Punk, Alter. Ja, ein paar Punk. Sachen gehabt, warte nur, Bro. Hau ab. Oh, dafür will ich das Thema mit dem Eyeliner ansprechen. Wie das? Was für Eyeliner? Ja, erzähl, Bro. Ich Der weiß. Karan hat mal Eyeliner tragen, auch im Privat. Nein, nicht Eyeliner. Es sind keine Eyeliner, es ist Mascara. Kajal. Okay, Ja, ich Büs erkenne machst es du. schon aus, Bro. Ja, Büs machen, Büs. Aber Schau, wie ich Büs sag da dir laufen. ehrlich, ich sag dir ehrlich, ich finde das Büs geil. Ja, also in Indien, also in Pakistan, Indien, Brutal. gibt es Männer, wo da Schau, es ist normal, wo normal ist. Ich bin jetzt also ich bin schon im Einklang mit dem Gedanken, dass ich euch irgendwann mal muss schminken und ihr mit fucking High Heels. Ah, Und der, der- der dritte und hat schon. Der dritte hat schon ein Stückchen schon. Dass ich euch einfach mal so meinen Arm so führen strecke, damit ich euch mal heben beim Laufen. Ich bin schon mit dem, weißt du, für mich ist das völlig in Ordnung. Also, Einmal da, ich habe ein Reel geschickt, wie von Lehmann, genau, vom Lehmann. Club in Stuttgart. Ja. Und er so kann langsam ein Youngster so ausgesehen wirst wie die auf den Bildern. Nein, ja, das schon minder. Also, weil Tanktop ist jetzt nicht, das ist auch für mich auch frei irgendwie. Und ich sehe, kann ich irgendwie, kann ich fühle mich wohl. die ganze so, Aber so das geil, nachgemacht Mann. hast. Ja. Irgendwann machst Voll du okay. den Move, machst du irgendwann auch noch. Also. Der. Nein, ja, die Haare, wenn die offen sind, dann, aber die sind ja nicht von Boah, wie ist einfach dein Bruder da gewesen? Ja, da Alter, ist was für ein Bär. Oh. Ah, der Oberwaffe, Wasch, der Wasch, der Dobe, wo mit der Schleife. Ja. So einer. Und dort nebendran ist nochmal ein anderer gewesen. Oh. Alien. Der ist riesig, gewesen, Mann. Aber ich habe es nicht gesehen. Ja, Angst. Nein, ja, gehabt. ich habe Ja. es auch nicht gesehen. Es sind so viele Haare. Wir haben gehabt. nur von hinten gesehen. Und Er er hat hat einmal einmal so- so. Ja. Mhm. Ja. Aber ja, Ist noch jemand anderes noch relativ groß gewesen. Ja, die eine meinst du? Ja. Welche Ja, eine? die grosse, beschmückte. Also, Bro, die ist riesig. Bro, wenn die Arm gestreckt hat, Bro, der ist so klein gewesen. Die hat den ganzen Raum mitgenommen. Ich sag dem Ahmed, er so, nein, Bro, du, sicher nicht, Mann, du übertreibst. Aber er hat mich nur motivieren und ich so, nein, ist schon gut. ist auch nicht zur Debatte gestanden, ob du jetzt würdest Mit bezirzen. lieber reden. Besitzen. Bezirzen, okay. Ja, beziehen. Beziehungen. Beziehen. Ja, lieber reden, go ausfragen. Ja, genau. Das war cool gewesen. Fragen, hey, ist Der Musik obere gut? Floor ist cool gewesen. Also der Dort hat es Abwechslung. auch mehr Leute gehabt mit Anzugängen, komischerweise. Und auch Wieso verliebt, immer. Alle haben dort rumgemacht, stimmt. Also, Wir alle haben dort rumgemacht, weißt du, da für ein Spot. also mir auch. Das ist aber da, was wieder unterscheidet. Also ich sage nicht, dass das in Deutschland nicht der Fall ist, da ist es nicht. Aber es ist wirklich immer noch, der Switch immer noch. Ich habe mich deswegen nicht so, also die Musik ist Deutschland gewesen. Absolut. Der hat so super gemacht, top, geil. Aber das Umfeld ist immer noch nicht Techno-Umgebung gewesen. So. Es sind Ja. immer noch Leute rum gewesen, die so... Kein darf Ring es, gehabt. nein, es darf halt jeder kommen, wer will. Es ist ja nicht so, dass... Weißt, aber es passt irgendwie nicht zu dem Vibe. Ich weiß, was du Wenn meinst, du es ja. einmal gesehen hast, weißt du, in Deutschland, richtig geil. Leute kommen, bam, geradeaus. Ja. Das ist sogar wie eine Regel sogar. Es gibt sogar Ja. so, das ist wie eine Regel, du gehst auch nicht, schaust geradeaus und machst das Zeug. Und weißt du, wenn Sachen easy, wenn du jetzt auf da aus bist, dann gehst du raus. Oder keine Ahnung, aber nicht mit im Geschehen. Ja. Das ist doch einfach. Da war ich, glaube ich, wie Hip-Hop in den 90er, so wie eine Szene war. Und Hip-Hop. dort- Ja, Mhm. wie eine Szene war. Darum sagt man auch immer Techno-Szene. Es ist eine effektive Szene mit Verhaltensregeln, mit du machst da, Das ist du machst da wahr, ja. nicht und so. In Deutschland ist das so. Dort gibt es richtige Szenen und da ist halt immer noch so ein bisschen Mainstream. So ein bisschen wie Hip-Hop. Aber da, was ich auch sagen ist, im oberen Floor haben einfach echt alle umgemacht und da kaputt umgemacht. Kennen Sie die Menschen, wo so richtig das Gesicht auffressen, während sie ummachen? Ja, mein crazy. Die sind schon, also, wo sich einfach überhaupt nicht mehr spüren in dem Moment. Wenn sie, also man sieht, man kann sich denken, dass sie mit Zunge ummachen, aber die sind so Ja, Alter, ja, ab und zu, ey, die tun den Kiefer ausrenken und dann dort rein. die machen Guantanamo mit beiden Zungen. Man sieht die Zunge gar nicht müssen, aber beide Köpfe sind ineinander rein. Ja, das finde ich einmal übertrieben. Und ein paar lupfen sie. Boah! Also lupfen die andere Lippe, meinst du?
Ja, also Sachen wir jetzt echt nicht Nein, erzählen. mach mal also, nicht, Bro. Nein, ich meine, das ist echt gruselig gewesen. viel zu weit. Ja, das ist am Schluss. Ja, nur wo der Wortspiel Gang- gemacht. Er ist schon. Ah, der gute Vorlage. Ja, ja, eigentlich das Prinzip hat mir schon gefallen. Wenn Nein. du so das Nachtleben gerne hast, dann hast du unten dort voll Hardstyle und rauf gehst du Ey. Also, ja, es ist überhaupt nicht Hardstyle gewesen, es war total schade gewesen. Aber kurz vor Hardstyle, muss ich schon sagen. Gemeint? Hä? Ja, ich weiß doch nicht. Also, bin ich gerade mit der Hand gemeint. Ja, Ich weiß gedacht, nicht. ja. Ja, ich kann gerade meine High Heels anlegen. Der ist schon nie angekommen, als ich dabei war. Noch nicht, nein. Wegen Ja. Angst. Nein, es ist nicht Angst. Es ist zu kalt. Die haben aber keine Profilierung. Die sind flach. Okay. Und ich habe keinen Bock, mit denen auszurutschen. Es ist schon schwer zum Laufen mit denen. Und dann Die haben ausrutschen. einfach Ja. 20 cm Absatz, Bro. Also du meinst, es ist schwierig mit denen laufen und männlich aussehen? Ja. Und Nein, da ausrutschen. nicht. Es geht in Richtung Cowboy-Schuhe. Die sind geil, Mann. Alter. Nein, ja, ich ich habe finde keine also- Ahnung, Mann. Alter, von oben sehen sie geil aus. Ein Vorbild Von der Seite ist. Ah, boah, so Mut- eckig geschnitten. Irgendwann lege ich sie mal an, nachher bezüge ich euch, dass sie wirklich scheiße sind. Eigentlich habe ich eben Cowboy-Schuhe gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Weißt du, wirklich Leder bis da oben. War so weit oben. Ja, also Skibein, Es gibt so halt genau Cowboy-Schuhe. Söckenhöhe. Ja, perfekt. Nein, höher da. Okay. Da. Keine Ahnung, die finde ich schon geil. Wir wissen gar nicht, wer noch aufgelegt hat. hat. Die Hose drüber, aber man sieht ja gar nicht, dass sie so hoch sind. Eben, ja. Deswegen Also, bringt sie gar nicht. ja. Wer hat danach noch im. Eben, ich habe keinen Plan. Da Ist nicht eine Frau gewesen? Weiß es nicht im Fall. Wir sind ja viel früher noch. Wir sind einfach, wir sind den gegangen, wo er auch so sagen, es ist Ja. und fertig, weißt Ja, du? voll. viel- Ja, schon fertig gewesen. Mhm. Aber ey, ich schwöre, ich habe nicht mehr können. Meine Beine. Nein, das ist voll nicht. Also das ist jetzt noch voll okay gewesen. Ja, für die Easy. Getrainiert, sorry. Ja, für mich halt Aber auch. Meine Beine sind voll schwabbelig, gesagt. Okay. Also hätte ich. Aber du bist auch mehr abgegangen als sonst. Ja, stimmt. So, du bist ein bisschen am Ich bin schon am. Außen kommen. Ja, echt. Voll. Es ist schon geil. Vor allem einfach auch, dass. Da, wann ich mich gefreut am Anfang, ist einfach auf das Mal so neue Leute in einer anderen Umgebung Ja. mit komplett anderer Musik. Und die Bass und all da, was so Mikro ist und einfach Soundqualität an sich, einfach die Qualität an sich von der Boxen. So Das kann ist echt gut gewesen. echt kaputt. Mhm. Ja, ist auch schön gewesen, ja, voll geil gewesen. Ja, wir sind eigentlich vom Prinzip her auch gar nicht so lange geblieben. Dann sind wir gegangen. Ja. Hey, für mich ist das voll lang, Alter. Halbe Vieri. Ja, ich bin einfach ein Für mich Müll ist das gewesen. Vieri. Voll lang. Ja, eigentlich schon in der Schweizer Szene, also da schon. Aber in der Ami-Szene, Ja, mit denen weiß ich ja nicht, aber Er macht Big Time Money. Big Time Moves. Deutschland, ja. Aber wie viel, eben, ich bin zufrieden gewesen. Ja, aber ganz ehrlich, zum Glück ist das nicht so wie in Deutschland, ey. Also hör mal auf, Mann. Also wegen der Zeiten? Nö, also dort musst du Drogen nehmen, sonst wirst du nicht einmal anerkannt. Also ich kann mir das gut Nein, vorstellen, dass es es so sind ist. voll. Ich finde nicht. Ich finde das jetzt, also ich Ja, kann nicht das nur sagst von du mir reden, jetzt oder? Nur, das sagst du jetzt nur. Ich glaube, Ich glaube, die Menschen haben nicht mal eine Fähigkeit zum Anerkennen in dem Moment. ja. Weil sie so und Die das machen es betäubt sind. automatisch. irgendwie. Also ja schon mit dem, wo ich angestanden, wo ich in München war. Du hast halt, ich sage jetzt einfach mal, du bist erwachsen, du hast eine Persönlichkeit, die kann man nicht so leicht drüber. Aber wenn du jung bist, Absolut, ja. und die gehen auch viel jünger bei so Club, also beziehungsweise da jetzt erst jetzt da die Bewegung geht, da bei uns in St. Gallen oder allgemein, dann machst du da einfach. Und ich bin halt ein totaler Drogen-No-Go. Ich akzeptiere auch Gras nicht. Ja. Und keine Ahnung was, Alkohol okay. Es sterben so viele Alkohol, legalisieren Gras. Ey, ich kann das nicht hören, man. Wenn jemand so kommt, dann sage ich gar nicht. Du hast recht. Du hast recht, ja stimmt, okay. Ja. Aber beim Kiffen, wenn du zu jung bist, kannst du einfach so machen und du bist ein anderer Mensch. Und wenn du... Das passiert so häufig im Fall, ohne Witz. Auch Und- die Leute, die halt vom Heimatdorf, wegen Kiff und so, es gibt viele Leute. Ich kenne Kollegen, der Depressionen wegen einem GBT kann. Ja, und da hast halt von Alkohol nicht. Fertig. Dann hast du halt mal ein paar Schmerzen und klar, es gibt Süchtige und Alkoholsucht darf man nicht unterschätzen. Ja. Ist mir alles klar. Aber gleich, ich bin Anti-Droge und die Szene verlangt so ein bisschen da. Finde ich, Ja. leider. Ja, voll. Logisch. Es ist einfach so, ja, es ist schon, ne? Das ist schon so. Bekommst auch mit über. Ich meine, wenn jeder Dritte dich fragt, hast du was oder willst du was? Ja, vor allem ist es auch schwierig, wenn du jetzt ein Single wirst und du mit der Absicht dort hingehst. Ja. Aber das ist ja der falsche, also das ist Ja, komplett. aber da, was ich will sagen ist, wenn du selber Anti-Droge bist und du gehst dann als Single und du machst mit einer rum, dann kann es ja sein, dass du auf einmal auch dicht bist. Alter. Dann kann es auch nicht sein, dass irgendwie... Aber, Durch- aber gemäß Caro machst du dir eh nicht um, weil nicht jeder für sich ist. Ja. Ja, das stimmt nicht. Okay.
Okay. Meine Kinder nicht. Das stimmt nicht. Okay. Das stimmt nicht. Aber Ja, so viel zu dem eigentlich. Ich spüre halt immer noch Schmerzen dabei. Es war echt intensiv gewesen, aber wie gesagt, ich bin schon müde dort hingegangen und müde zurückgekommen. Ey, so ein bisschen da. Cool. Weißt du eigentlich noch vorne, wo du etwas hast erzählen, wo du so einen geilen Übergang gemacht hast? Über? Über Einkaufen. Oh, Höchstbietende. Ah, Ricardo meinst du? Genau. Okay. Hey, hast du eigentlich den Guten, den du da hast? Ja. Hast du auch auf Ricardo bestellt? Nein. Also schau, da was jetzt gerade ein bisschen momentan abläuft, ist die 2 Habibis und ich habe auch zum Teil auch schon vieles auf Ricardo kaputt. bestellt. Ja. Also weniger so Kleiderzeugs. Fast gar nicht. Aber du hast ja deine Ringe jetzt. Jetzt Deine Ringe er kaputt. fängt langsam an. Wo ist dein Mikrofon, Alter? Oh. Du. Kaputt essen und einfach am erzählen. Ja. Easy. Aber der Gurt hast du jetzt vor Ricardo? Nein, Wo hast du? den habe ich im Zalando gekauft. Der sieht schon geil aus, Alter. Das ist richtig geil, aber Der ist sieht billig, das- Mann. Er ist verdammt billig. Der sieht aus wie Chrome Hearts. Ich finde den richtig geil, weil der passt zu meinen Cowboy-Schuhen. Mhm. Mm. Wow. Ja, eigentlich wollte ich sagen, und das ist so ein Phänomen, da habe ich erst auch nicht so mega lang, aber ich kaufe sehr gerne Sachen bei Ricardo ein, beziehungsweise wenn ich es halt brauche. Ich bin nie so einer, der unnötiges Zeug kauft. Außer vielleicht, keine Ahnung, Ring. Ich mag Ring. Und dann kaufe ich einfach so und denke, ja, vielleicht ist er geil, weil dort kannst du es einmal nicht abschätzen. Einmal habe ich so, ich weiß nicht, wie heißt das Muschelzeug da? Euchester oder sowas. Euch Rester? Wie? Fabergé, oder? Nein, egal, es gibt so da Muschelteil, wo halt geil aussieht und ist halt so ein riesig, steht so Schlagzeile. Also nein, dort beim Einkaufen steht so ein riesiger Silberring mit bla bla bla. Okay. Und die habe ich geil gefunden. Nachher habe ich halt bestellt, ja riskiert. Ich habe zwar gewusst, vom Durchmesser, der passt mir. Der ist schon wirklich zu groß gekommen. Da ist vielleicht da, wenn ich so eher unnötig kaufe. oder so. Ne, Aber sonst, ja, ich schaue immer wieder nach Büchern oder irgend sowas. Oder eigentlich vom Prinzip her, ich halte mich halt nicht immer dran, wenn ich was brauche, dann schaue ich erst im Secondhand-Zeug voll. und dann hole ich es. Ihr sind auch so, gell? Ja, Also wenn irgendetwas aber nicht braucht, dann lang. sagst du jetzt technisch oder irgendwas. Voll. Nein, absolut. null. Mal. Also ich Du gehst immer grad direkt auf Digitec und kaufst gerade dort mit Garantie 3-4 Jahre. Also Garantie, wenn es einen Fall drin ist, extra tun ist nicht. Also Kleider tue ich nie Secondhand kaufen. Bro, ich kaufe immer Unterhosen Secondhand. Das ist Chef, Alter. Weil dann haben sie schon Löcher und dann kannst du sagen, sind schon die Buch. sind schon so gekauft Sie haben schon kein Leben mehr. Die, Baby. noch kannst du aber sagen, ja, das sind nicht meine Löcher. Die habe ich gemacht. Jetzt schon eine vor mir gehabt. Beste Bewertung. Und du so sagst, so der Style von zerrissenen Hosen ist zum Beispiel weg. Aber es ist halt krass bei der Unterhose, ist halt immer noch da. Chef. Das finde ich schade, aber ich denke, der kommt wieder der mit der zerrissenen Hose. Aber im Breit. Aber dann sind Breite wieder Hosen normale zerrissen, Unterhose in und das ist aber auch schade. Schade, man, ja. Ja. Aber bei Unterhose, in jedem Fall nie Boxershorts können anlegen. Welche genau? Also wie heißen die? Ich weiß nicht, wie der Name da ist. Die extrem fluffigen da. Also meinst du Baumwolle? Also ja, die, wo so seidenmäßig sind. Simpson-Logo und so. So Ja, den haben wir gerade lang. letztens angesprochen im Ja, Podcast. man braucht den mal schon Echt? gesagt. Das sind ja. die, die ungewollt irgendwann zu Tangas werden. Ja. Ah ja, Dann genau, noch 2 stimmt. Alter, ich hatte die Kast, Mann. Stunden. Ja. Aber Aber ich stell dir hab vor, schon jetzt mit denen in Rave. Oh, Bro, ich bin die ganze Zeit noch so am Abziehen. Ja, die können eigentlich auch die gleiche Funktion haben wie Drogen. Aber ich check's eben nicht, wie die Leute das können tragen. Ich glaube, das war einfach ein Trend. Ich glaube nicht, dass Das ist nur ein Trend und auch nur von der Metro-Boutique in St. Gallen. Ah, Da ist Metro. nur Metro-Ware, Alter. Ja. So Simpsons und all das. Boah, Zeug. Baggy-Hosen auch voll in Wow, gewesen. Alter, so grüne Ja, Baggy. grüne. mein blaue. Gott. Mein Gott. Und da eben die New York New Era Caps, die habe ich auch viel gehabt. Die mit so LA, alles so Ami-Mannschaften drauf. Von denen habe ich auch viel gehabt. Gibt es irgendetwas, wo ihr gekauft habt, mit Ricardo und ihr es bereut? Oder es gibt natürlich nicht nur Ricardo, es tut mir leid, es gibt Tutti. Vielleicht zeige ich so meine Erfahrungen Zwei mal. verschiedene Plattformen. Es gibt auch Anibis. Aber da, Anibis, ja. also zum Beispiel mein Velo habe ich gekauft. Boah, wann ich es gekauft habe? Ich weiß nicht, ob Ricardo oder Tutti. Ja, so Sachen zum Beispiel. Velo. Also, wer kauft sich schon ein neues Velo, Mann? Das ist ja total blöd. Also, der hat halt das Geld dazu. Also Fehlkäufe habe ich schon viel gehabt, bezüglich Kleider, weil ich tue echt alles, was Oberkörper ist, alles Secondhand. Jetzt vielleicht das T-Shirt jetzt gerade nicht, habe ich von der Direktorin bekommen. Aber viel Fehlkäufe, weil meistens stimmen eben wie du Maße nicht, wie sie es angeben. Ist ein bisschen asozial.
Aber Fehlkäufe, wenn ich gerade letztens wieder mir in den Sinn kam, wir haben mal ein Laufband gekauft. Laufband auf Ricardo. Fucking Laufband. Kleinste Investition. Ah, Das war vor warte 10 Jahren oder so. Weil es von Ricardo ist oder wieso man überhaupt ein fucking Laufband holt? Ja, überhaupt. Ja, also Für die High, da macht keinen Sinn. Null. Vielleicht hast du am Anfang, das ist wie ein fucking Nintendo Wii. Du kommst es über, voll geil als Kind, spielst 2 Monate mit dem und dann irgendwann liegt es einfach umeinander. Oder du bist einfach echt ein Psycho Ja, das war und mit der spielst die Switch so, ganze gewesen, Alter. Vor allem mit der Switch da war in der Ja. PS. Dann habe ich in der Corona-Zeit gekauft, wegen langweilig. Ne. Habe nur Pokémon gezockt und nachher nie mehr gezockt. Eben, ja, das sind genau so Sachen. Und das ist auch nur Nintendo Wii, oder? Switch. nein. Also ist Also von Nintendo. Ist von gleichen, ja. Nintendo. Vor allem- Eben Laufband bei uns, wir haben es vor 10 Jahren gekauft und vor fucking 4 Jahren wieder verkauft oder so. Zum Glück hat es eine abgeholt. Aber nach 2 Monaten war schon noch Kleiderständer gewesen. Wir haben Kleider gewaschen und das ist einfach Geil. zum Trocknen, Ja, weißt du so. Vor allem, das ist ja kein Nintendo, man, wo du dich gleich irgendwo verstauen, man. Ja, Also, da voll. steht mit in der Wohnung umeinander. Ne, fix. Das ist ja crazy. Deine Hamstrings, oder? Ja, von wegen, ja, ich bin nicht müde. Ich bin echt nicht müde. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Also Jungs, Okay, das ist die schon bald krass. pissen gehen, erzählen. Okay. Was läuft hier? Fehlkäufe, Ricardo oder so. Ich habe glaube einmal habe ich mir so ein Dings gekauft. Ich tue auch gerne wandern und schaffe es einfach in letzter Zeit nicht mehr. Mhm. Habe ich so eine Gore-Tex-Hose holen und dann habe ich... Hot Take, Wandern ist einfach laufen, aber hässig. Ja, das stimmt. Obwohl Laufen an sich ist ja schon schnell. Also normal laufen. Es ist ja nicht gehen. Ja, wir tun Ja, eigentlich gehen. Laufen Wandern ist schnell. ist egal. Wenn man es so voll... Aber dann sagt doch niemand, also. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir so eine Gore-Tex-Hose gekauft und erst nachher merke ich, dass die für Frauen ist. Dann ist so, fuck, egal, die passt schon. Ja, es war schon M gewesen, und auch für Frauen, Bro, das ist viel zu klein. Okay. Ja, Aber sind die auf jeden Taille Fall hättest du ja gekommen. eigentlich. Eigentlich schon. Aber ich bin nicht reingekommen. Oder vielleicht sind es auch S gewesen, ich weiß es nicht. Okay. Ich bin einfach so, wow, bös günstig gepackt, direkt botten. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Und dann habe ich auch gewonnen. Ja, dann sind sie gekommen, ich nicht anlegen. Ich so, fuck, ja, ich verschenke sie weiter, beziehungsweise wenn ich mal eine kleine Person sehe. Noch eine kleine Story zu überboten. Ja, nein, das ist mir gar Oh nicht mein gefallen, darum Gott. habe ich so lachen. Hey, wir haben vor ein anderes Interface gehabt für Audio, also Audio-Interface. Von Rode selber. Und da haben wir halt, bevor wir alles aufgebaut haben, wir müssen Podcast machen und so, haben wir natürlich die Scheiße gebraucht, oder? Und dann haben wir von Ricardo einen günstigen gefunden, weil der ist auf Digitec um die 400 oder 500 Stutz gewesen. Und auf den haben wir keinen Bock gehabt, dass wir so viel zahlen. Auf Ricardo haben wir es, glaube gefunden für anfänglich 200 Stutz. Somit, also Erstgebot Voll. ist 200 gewesen. Voll. Und irgendwie, wir haben uns immer über WhatsApp so ein bisschen geschrieben, es war kurz vor Ende gewesen. Und dann hat der Dritte nicht gewusst, wie ich heiße auf Ricardo, und ich habe nicht gewusst, mal, ich habe deinen Namen gesehen, aber du hast meinen Namen nicht gesehen. Ja, ich habe dich nicht gekannt, das ist Also das Problem. mein- hast du nicht bietet gekannt? Und dann biete ich so die ganze Zeit und schreibe sogar noch in den Chat, ich so, irgendein Hurensohn, Harensen. Harensen. Hansen überbietet mich die ganze Zeit, oder? Und dann, ständig am Überbieten und dann, also nein, wir sind das Dritte gewesen. Der Dritte, jemand anders und ich. Ja, genau. Oder? Und dann ja immer gegen beide geflucht, oder? Und am Schluss ist einfach der eine einfach weggefallen ab 280 oder so. Voll. Dann ist so 2 Gebote gehabt. Und dann schaue ich so, 30 Sekunden, 12 Sekunden. Und dann bla bla, ich mache nochmal, ich sage, Jungs, soll ich noch einmal bieten? Und ich weiß, du bist in dem Moment nicht online gewesen oder Ich was auch glaube, nicht immer. dumm gewesen. Mal, ich habe im Fall auch geschrieben. Und irgendwann haben wir es ja gecheckt, dass wir uns am... Beziehungsweise irgendwann hast du aufgehört. Ja, genau. Ich habe glaube auch geschrieben, ey, der geht nicht auf, Mann. Vor allem ist er so ein Penner, er tut in der letzten Sekunde tut er bieten und das Gleiche habe ich auch Aber was ich gemacht. auch nicht verstanden habe, ist, wenn wir noch gewusst, dass ihr gegen sie, dass ihr beide bietet. Man Ja, sieht nicht gewusst. immer. Also, nein, man sieht halt immer ich heiße irgendwie Ja. Dr 97 Bodenstrich, ja. keine richtig komischer Name. Ja. Nein, ist von Ricardo vorgeschlagen worden. Aber gut, man muss auch sagen, der Dritte ist erst am Schluss aufgekommen. Ja. Das stimmt. Erst am Schluss ist er aufs Pferd. Und dann Oh Mann, beim letzten Mal, ich bin zuoberst oben gewesen, gell? Es hat nur noch 30 Sekunden gehabt. voll. Und dann kommt der Dritte und überbietet mich einfach am Schluss nochmal. Und ich so, Bro, wieso? Aber so die ganze Zeit halt zapp, zapp, Ja. zapp, zapp gesprungen, bis wenn du aufgehört hast. Aber ich glaube, wir haben es nachher gecheckt.
Ja, irgendwie. nachher Also ich hast hab's du von Anfang an aufgehört. gecheckt, weil ich die Namen immer gelesen habe. Ich hab's doch nicht gecheckt. Ja, und Bro. ich denke, du weißt, weil ich hab's auch nicht gesagt, wie ich heiße auf Ricardo. Das ist ein komplett Voll. anderer Name. Ja. Aber ich hasse Leute, die in den letzten Sekunden überbürdet haben. Ja, Beziehungsweise- eben am Schluss mir jetzt Boah. einfach 10 Stutz glaub, mehr gegeben, wie man eigentlich hätte Ich glaube im Fall mehr. Nein. Weil der andere ist Mitro. bis Sagen zum wir Schluss. 50, damit noch spannendere Headline wird. 50 Stutz. Machen wir 200'000. Easy. Am Schluss haben wir mehr gezahlt, als wenn wir einen neu gekauft hätten. Oh mein Gott, aber. Also Jungs, Ja. ey, ja, volle Blase. Ja, wir sind dann, glaube Ich ich, im Fall auch. Sind wir schon in der Ja, Stunde? ja, wir sind ja bei einer Stunde. Ja, ungefähr. Perle. Also liebe Mitmenschen, liebe Zuhörer, liebe Kann ich noch Zuhörer, letzte Wort sagen? du machst gerade den Outro, Alter. Du darfst alles machen. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut bei Tutti und so weiter Sachen an. Auch der Umwelt zuliebe. Ja, voll. Und ihr spart auch was, man. Hört mal auf, die ganze Zeit so neues Zeug kaufen. Keine Ahnung, was Und das ist meine ja voll Theorie ist echt, in den 90ern sind Kleider viel besser produziert worden, weil, das ist verdammt, einfach, die Scheiße, da ist es so. weil sie nicht wissenschaftlich haben müssen denken in dieser Zeit. Ja. Baumwolle ist 100% Baumwolle und dementsprechend auch viel länger haltbar. Mit dem ganzen Polyester-Zeugs, wo da momentan gemischt wird, auch geil, auch gut irgendwo durch, damit es so ein bisschen länger erhalten bleibt. Aber also, dass Leute von den 90ern noch Sachen verkaufen und es sieht so verdammt geil aus, Ja. dann kann es einfach noch länger erhalten bleiben. Darum, es hat auch geile Styles, also geile Prints und so krass. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr echt Kleider wollt, anschauen, asses.marketplace.com wahrscheinlich. Okay, Schaut dort, geil. geil. Mir jetzt, oh, ich gerade noch mal etwas sagen, und zwar Ricardo etwas. Fuck, Mann. Scheiße, ich hab's vergessen. Mach schnell. Äh, Mach Wiedergabezeit Könnt ihr mal ganz 2. kurz etwas miteinander schnurren? Oh, ich hab's einfach vergessen, Mann. Ach komm, hör auf. Ich hab's vergessen. Wir steigen nächste Woche ein, geht direkt mit dem Gedanken, den der Dritter jetzt vergessen hat. Ich glaube, der fällt mir nicht mehr ein. Wir haben ihn so vergessen. Doch. Vielleicht Vielleicht schon. irgendwann mal. Also liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder und euch schöne Woche und machen keinen Scheiß, sind lieb zueinander. Yalla, goodbye. Mann, mir fällt's nicht ein. Ja, okay. Egal, komm, Gang. Passt. Danke fürs Zuhören. Da ist Da habe ich. geil. Yes. Jetzt müsste ich wegsäckeln und ich tue drücken. Ja. Nein, mach schnell, ich sehe. Gut. Yalla, goodbye. Hey Mann, jetzt weiß ich echt nicht, wann ich erzählen will. Fall. Kabut. Oh, es ist mir endlich eingefallen, eine halbe Stunde nachdem. Die Braves sind schon heimgegangen. Und zwar, es geht darum, dass Leute auf Ricardo denken, sie müssen Geld verdienen. Also geht es in Ordnung, also private Leute. Also von mir aus, du bist so eine GmbH, es gibt ja mal so Leute, die sind so GmbH, gemäß Ahmed, denen verzeiht das noch. Aber ich habe ein konkretes Beispiel. Ich habe so ein Architektur-Konstruktionsbuch kaufen. Da hat er verkauft für 50 Stutz und zwar noch zum Bieten. Neupreis 74,90. Bro, wegen 15 Stutz zahle ich doch nicht ein gebrauchtes Buch. Und außerdem tut der Neupreis sicher von, keine Ahnung, von irgendeinem Laden rein, wo es noch am Tür steht. Auf Ex Libris wäre es noch 10% günstiger holen. Also hört auf mit dem. Bitte, wenn ihr etwas auf Ricardo verkauft, dann sind. Ihr wollt es doch verkaufen, beziehungsweise ihr wollt es nicht verkaufen, ihr wollt es loswerden. Das ist doch der Sinn dahinter, Mann. So, ich bin draußen. Danke vielmals. Oh, spiele keine CEOs. Danke. Ciao.